Irgendetwas stimmt einfach nicht. Irgendetwas stimmt einfach nicht. Gestern hatte ich nicht so einen guten Tag mit dem Black Ops 2 und ich war, glaube ich, nicht der Einzige gewesen. Die ganze Zeit irgendwelche Spielunterbrüche, wenn wir irgendeine Party gebildet haben und zusammen zocken, sind immer wieder irgendwelche Leute rausgefallen und der Trappy ist hier neben mir gehockt, hat die gleiche Internet-Connection gebraucht wie ich und selbst dann ist er auch rausgefallen oder ich bin rausgefallen. Und dann im Spiel innen, Mann. Ein ganzes Magazin in mir ranzepumpt und es gibt keinen einzigen Hitmarker, tack, und ich bin tot. Wenn das nur einmal vorkäme, wäre es schon easy. Aber es gibt Games, wo ich mit 0:11 habe gestartet. Und ich weiss schon, dass ich mittlerweile nicht mehr so gut bin und die Reaktionen nicht mehr so gut sind. Mein Aiming ist nicht so toll. Aber wenn ich den ersten Schuss auf einen abgebe, sollte ich doch irgendwie die Chance haben, den herabzubringen. Aber nein, es trifft ihn. Und plötzlich bin ich tot. Und das ist dann, wenn ich wenigstens einen Schuss als Hitmarker angezeigt bekomme. Ja, da ist der Crown Cletus oder der Chris. Wie so oft, nach der anfänglichen Euphorie, kommt man jetzt auf den Boden der Tatsachen an. Und der Boden ist immer noch schön flauschig. Und das Black Ops 2 finde ich immer noch ein gutes Game. Aber es gibt einfach so gewisse Sachen, die ich nicht verstehen kann. Ich zeige euch dann später noch ein Free-for-all-Gameplay, das ich gemacht habe. Ich glaube, der höchste war Level 10 gewesen. Und dementsprechend könnte man annehmen, habe ich es in dem Game, das ich dir auch zeige, ziemlich runtergemacht. Aber im folgenden Game, gegen genau die gleichen Gegner, hatte ich keinen Stich gehabt. Jeden Zweikampf habe ich dann fast verloren. Und wie gesagt, es stimmt einfach irgendetwas nicht. Und was das ist, sei es jetzt Connection oder irgendwie die Hitboxen oder die Hitregistrierung, ich habe keine Ahnung. Was dann auch noch dazu kommt, die Map, wo der Flugzeugträger ist, heisst auch Carrier. Ja, ich habe mir die Namen noch nicht gemerkt. Ist mittlerweile mit Slums und da das Atomkraftwerk, Meltdown, glaube ich, Map, ist mit unter den 3 schlechtesten Karten. Wo mittlerweile gibt es so clevere Siechen, die sich als Sniper verkleiden, unter die Flugzeuge legen, auf die Trägerflächen der Flugzeuge, hinten auf die schrägen Klappen und dann zum B führen laufst. Ich rede natürlich meistens von Domination. Musst etwa 338 Orte schauen, ob echt dort ein Gegner sein könnte, weil der fickt dich garantiert sonst. Macht es relativ unsympathisch. Klar, man kann dann Smoke Grenade, ein bisschen Rauch reinhaben, man kann das Trophy-System anklatschen und so. Und vielleicht ist ja das, was Treyarch eigentlich drauf raus wollte, dass man auch ein bisschen Equipment braucht bei mir und so. Aber nicht so gut designt. Vor allem das Problem ist, gerade bei diesem Flugzeugträger, wenn man bei A-Domination spawnt, kann sich ein Sniper auf diesen Flugzeug vis-à-vis so positionieren, dass er immer gerade ins Spawn reinschiessen kann. Und dass das dann schon innerhalb von so kurzer Zeit passiert, muss ich sagen, ist wirklich ein bisschen komisch, weil eben Spawn-Trapping ist dann in jedem Call of Duty der früher oder später mal aktuell gewesen. Aber schon so früh ist schon ein bisschen komisch. Ist wirklich komisch. Darum, ja, ich habe noch ein bisschen andere Videos geschaut. Der Jay Nasty, da steht auch der Moab Mongo, der aber sicher noch ein guter Spieler ist. Er hat Mühe. Es gibt eigentlich keinen, der gesagt hat, ihm fällt es extrem easy. Und viele klagen über Drohnen am Himmel. Ich muss sagen, was soll's. Die früheren Call of Duty ist ja das auch so gewesen. Da hat man sich gar nicht verstecken mit Ghost und so. Aber keine Ahnung, es stimmt einfach irgendetwas nicht. Das ist die Quintessenz, wo ich eigentlich hier rauslasse. Irgendetwas ist komisch. Und dass die PS3-Benutzer die ganze Zeit von Konsolen-Freezes oder so jetzt gefickt werden, scheint schon ein recht grosses Problem zu sein. Und darum mal schauen. Unter dem Strich, Activision, die allerleidigsten Geldhuren auf dieser Welt, glaube ich, machen so elend viel Geld mit dieser Call of Duty Franchise. Es ist eigentlich extrem bedenklich, dass sie nicht endlich dedizierte Server herstellen. So wie im Battlefield. Da connectet jeder auf den Server und dann hat man einfach die gleichen Chancen, weil, wie gesagt, ich schaue das ganze Magazin rein, kein Hitmarker und der Gegner fickt mich gerade und dann schaue ich Killcam und sehe, in seiner Perspektive habe ich nicht einmal geschossen. So eine riesige Diskrepanz zwischen dem, wo bei mir vorfällt und beim Gegner vorfällt, macht das Spiel dann eigentlich nicht mehr so spannend.
Und ich lache über die ganzen Trottel, die über ihre Kite einrennen. So, ja, weisst, meine Kill- und Toten-Ratio ist jetzt nicht mehr so gut. Und beim MW3 hatte ich einen 3er gehabt und jetzt komme ich noch knapp auf das 2 und so. Also, weisst, wenn man keine grösseren Probleme hat im Leben, kann man sich schon über KD Gedanken machen. Die einigermaßen ein bisschen Grips in die Birne haben schon lange realisiert, dass der Spass ganz sicher nicht von KD abhängt. Und mir ist es eigentlich auch gleich, wenn ich dann negativ gehe. Aber was mir nicht gleich ist, wenn ich auf einen schiesse und es wäre so, als hätte ich gar nicht geschossen. Ich meine, da kann ich auch mit runtergeladenen Hosen rumlaufen und ständig wieder auf die Fresse fallen. Spielt ja dann auch keine Rolle mehr. Es kommt etwa aufs Gleiche. He? Und ja, so wenn ich jetzt ein bisschen rumgelassen habe, bin ich nicht der Einzige, der einfach findet, irgendetwas ist ein bisschen komisch. Aber als Diablo 3 ist rausgekommen, haben sie auch extreme Probleme mit dem Online-Service. Und klar, jetzt hier beim Black Ops 2 ist das nicht so ausgeprägt, aber es sind sicher auch noch Anfangsschwierigkeiten, die dann ein bisschen ausgebügelt werden. Die Waffen sind ja sehr balanciert. Killstreaks nehmen durch auch. Es gibt vor allem irgendwie einen Konter. Und ja, rein von dem her passt es mir eigentlich schon sehr. Aber eben, diese unfairen Situationen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Gestern eines der letzten Games um 3 Uhr morgens auf Hijacked und der Gegner hat uns so weit zurückgefickt, dass wir uns im Spawn regelmässig gefickt wurden. Und es fickt auch richtig, aber es fickt mich einfach auch verdammt an, wenn du keine Chance hast. Und ich habe immer wieder das Gefühl, so scheisse bin ich eigentlich nicht. So schlecht bin ich eigentlich nicht im Call of Duty. Und darum die Ungereimtheiten, ja, lassen einmal schon so ein bisschen ragen. Also ich habe gestern ein paar Mal meine Stimme erhoben. Mach ein bisschen rumgeschraubt wegen dieser Scheisse. Aber ja, was willst du machen? Eigentlich sollte man sich ja nicht aufregen, wenn man ein Game, weil es ist eigentlich traurig, wenn man sein Hobby mit etwas verbringt, wo man dann sich wegen dem aufregt. Dann würde man eigentlich gescheiter ein paar Socken lesen oder so. Das ist sicher entspannender. Ja, das wär's mal gewesen. Es ist kein negatives Commentary über das Black Ops 2, das möchte ich hervorheben, weil es gibt keine Second Chance mehr, es gibt kein Final Stand mehr, die ganzen Faggots, die am Boden liegen, die sind verschwunden. Wenn ich dann mal einen runter, der liegt dann nicht nur am Boden rum und käpselt durch mit seiner Homenpistole noch ein bisschen rum. Nein, das ist zum Glück vorbei. Es hat wirklich viele gute Sachen, aber irgendetwas ist einfach ein bisschen komisch. Ja, das wär's für heute. Wie gesagt, es kommt dann aus Free-for-All-Gameplay, wo ich nicht unbedingt stolz bin, aber es dient so ein bisschen zum Erklären von gewissen Umständen und Situationen. Ich mache mal Feuer oben mit diesem Video jetzt und wünsche euch einen schönen Tag, viel Vergnügen, all das Schöne halt. Ciao zusammen.